Und somit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge, nämlich Folge Nummer 7 von Zooplanet. Zooplanet. Ich habe mich beim letzten Mal gestern ein bisschen hängen. Und zwar hat es noch eine Benachrichtigung gegeben, dass da die zwei, die kommen sich näher. Und das ist eigentlich auch gut und recht, aber nicht, wenn das Mutter und Sohn sind. Oder so Vater und Tochter. Nicht so gut. Fayola Warzenschein steht kurz vor Inzucht. Das ist nämlich sie, das ist die Tochter und das da ist der Vater. Nicht so geil. Darum, wie machen wir jetzt das? Nehmen wir jetzt die einfach raus. Kannst du mal aufhören, deine Tochter zu rammeln? Nein, ich glaube, die müssen wir jetzt einfach Verhütungsmittel geben. Oder wir nehmen einfach ihn raus und ein neues Männchen. Ich glaube, das wäre schlauer. Weil sonst machen die weiter und muss ich jedes Mal, wenn ein neues auf die Welt kommt, muss ich ja. Nein, wir nehmen einfach ihn raus und holen ein neues Männchen. Auf jeden Fall, schön seid ihr wieder mit dabei. Herzlich willkommen zum Inzucht-Simulator 2020. Let's go! Ciao! Ha! Du, ich kenne im Fall ein Tier, das sieht fast gleich aus wie du. Es wohnt bei mir, liegt im Moment hier unter dem Tisch und schläft. Das sieht fast ein bisschen aus wie du, schmeckt wie du, macht ähnlich Sitz wie du. Hast du geschissen? Würdest du aufhören schiessen, wenn ich dir... Aber das macht es okay. So. Du fühlst dich unbeobachtet, gell? Das ist es. Wenn du wüsstest, was hier hinten dran ist, Baby. Nochmal. Ah, Mann. Also, in dem Fall... Viele der Gäste, das ist meine Lieblingsnachricht. Wenn die Gäste denken, dass meine Tickets zu günstig sind. Können wir jetzt endlich auf $15 rauf? Fressen ihr uns jetzt das? Wir haben schon 14 Tiere. Heftig. Tierhandel. Warzenschwein. Ja, du bleibst jetzt einfach mal hier. Für einen Moment. Wir holen uns jetzt noch... Oh, haben wir da noch neue Weibchen irgendwie? Nö. Also der da, aber ich muss nicht Geld ausgeben. Vor allem sind das doch die, die wir haben, oder nicht? Ich bin verwirrt. Nein. Ich würde gerne... Warzenschwein. Gar nichts dicker. Könnt ihr übrigens auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für ein Tier das wir als nächstes sollen, suchen tun. So, da haben wir doch ein schönes Warzenschwein-Männchen. 5,5-jährig. Da auch. Wie ist das bei denen so? Wie viel können wir da? Nein, wir tun jetzt einfach ein Männchen rein. Fruchtbarkeit ist gut. Lebenserwartung ist okay. Go for it. Dann haben wir das Inzuchtproblem gelöst. In Bassville gibt es keine Inzucht. Auf jetzt mal. Gut. Alter, wie viele Leute das da sind. Hey, kommt mal klar. Hey, stell dir vor, jetzt, es ist Sonntag, du gehst irgendwie mit deiner Family. Du sagst so, wir gehen so. Dann kommst du rein, tralala. So. Irgendwie habe ich noch nicht gecheckt, wie das mit dem Umkehren funktioniert. Ich kann nur da mit dem Mausrad augen und manchmal macht es komische Gummi. So. Dann kommst du da in die Zoo rein, kommst da am Eck und dann siehst du einfach das. Entschuldigung. Wir probieren mal durchzulaufen, ohne getroffen zu werden. Excuse. Entschuldigung. Vergiss es, du stirbst. Du stirbst. Ah! Nein, Mann, komm. Das ist Horror. Das ist wie ein Samstag in Ikea.
Gut. Und die chillen alle da hinten und verstecken sich von den Leuten. Finde ich gut. Ganz ehrlich. Würde ich auch machen. Aber, wie geht es euch das an? Es gibt genug Beschäftigung für alle Tiere. Finde ich gut. Die Umgebung ist auch gut. Das Gelände ist auch gut. Hey. Schock. Dann würde ich sagen, gehen wir heute mal... Alter, wieso saufen die irgendwie so viel? Dann kann ich da irgendwie auch noch die Preise anpassen von diesem Schuppen. Bildung. Gäste mit höherer Bildungsstufe geben. Warte jetzt mal. Gäste mit mehr Bildung geben mehr Geld aus. Das sehe ich anders, aber wenn ich das sagen, wird es so sein. Wo kannst du so Einrichtungen her tun? Gästeeinrichtung. Lautsprecher und Tafeln. Wie war in Infotafel, Umgebungslautsprecher, Gehege Infotafel, Gehege Infotafel, Gehege Infostand, Erhaltungsinfotafel. Ja, da tun wir doch da mal so ein paar Infotafeln aufstellen, nicht wahr? Weil wer kommt hier? So, und er. Kann man die irgendwie noch bemalen, oder ist jetzt die einfach da, oder? Was kann jetzt die Infotafel? Bildungsinhalt, afrikanische... cool. Afrikanische Elefant. Okay, aber da steht einfach nichts drauf, oder? Da kommst du wieder weg. Das ist doch geil! Und dann machen wir da noch einen Lautsprecher her. Asiatischer Wald, Grillen, Wüste bei Nacht. Dschungelfrösche, Dschungelregen. Wow, das südamerikanische Planschen im Sand. Ein bisschen Grillenzirpen. Musik, Umgebungs... Infolautsprecher, den hätte ich eigentlich wollen. Bildungsstufe der Gäste, okay. Afrikanischer Elefant, Reichweite voll auftragen. Und das hat keine Bildungsreichweite. Mach mal meine Leute schlau! Hier haben wir auch noch so reinher. Jetzt machen wir da mal ein bisschen auf Bildung. Man kennt's. So. Erzähl den Leuten mal etwas über die Elefanten, die sie sehen. Was war da schon wieder? Gegen 2 stellt das Krankheitsrisiko dar. Alter, wir müssen mehr Sauberkeit reinbekommen. Tierpfleger. Die schießen uns alles voll, die huren Hippos. Haben wir schon wieder eins mehr? Nicht, ja. Aber jetzt ist es mal relativ sauber. Im Verhältnis zu was ich vorher gesehen habe. Ja. Ja, putz mal. Ja, ist gut, ich habe mich darum gekümmert. Wo ist der dreckig? Hier. Oder was? Ist das Dreck? Hat da einer ins Wasser geschissen? Ist mich verarscht. Wer sieht es nicht, verpisst sich wieder.
Da hinten haben sie dort, also bei den Elefanten ist der viel verschissener. Oder zählt das irgendwie zusammen nicht? Ja? Nein. Das Wasser ist auch noch sauber. Warum sie noch keine Wasserreinigungsanlage müssen her tun, ist ein Wunder. Das habe ich nämlich, ich habe das Game schon mal gegamet, als es rausgekommen ist, dann habe ich das immer müssen, sofort. Vielleicht haben sie es geändert, weil es ist schon langsam ein bisschen trüb. Kann ich das mal checken irgendwie? Nicht. Egal, wir machen jetzt weiter mit Bildung, weil wir wollen schlaue Leute da hinten. Die geben mehr Geld aus, jetzt geheißen. Und dementsprechend knallen wir jetzt überall so Bildschirme her. Nee. Am besten geht neben die Spendenbox. Und dann läuft da etwas über Flusspferd. Und ein Pablo Escobar Doku. So, da darf ich jetzt aber den Radius glaub, nicht zu weit einstellen, sonst werden die dann noch belästigt. Ich glaube, so längt. Und dann machen wir hier einen für da unsere Warzenschwenkkollegen. Hey Leute! Und dann noch so einen dran, das kann man nicht. He? Soll ich den Boden legen hier oder was? Würdet ihr mal auf die Seite gehen und nach dem Bildschirm, weißt du, die gehen alle raus in die Zoo, sind gute Familie. Und dann muss ich nach dem Bildschirm vor den Gring klepfen. Ja, komm hier. So. Schaut Fernsehen. Über das Warzenschwein. Und Kinderlis lernen etwas. Über das Warzenschwein. Radius. Nice. Gut, das darf sich auch ein bisschen kreuzen, oder? Nein, darf sich nicht. So. Das ist doch nice, jetzt lernen unsere Leute sogar etwas. Und das Keg ist immer noch dreckig. Da hat einer hergepieselt, oder was? Nein, geschissen. Wir brauchen mehr Tierpfleger. Habe ich das Gefühl, weil die laufen viel zu weit. Da stehen 2. Weil sonst verrecken uns dann an, die alle Tierchen fort. Und das wollen wir ja schlussendlich nicht. So, eigentlich kann ich heute ein neues Keg bauen. Jetzt sind alle im Arbeiten, kein Arbeitsbereich, ja das ist noch okay. Was heisst das? Mitarbeiterraumvorteil. Jetzt müssen wir dann mal anfangen, denen so Dings zuzuweisen. Weil das weiterhin so das Problem sein. Eigene... Ja, hallo! Eigene Bereiche. Gut, dann bauen wir mal ein neues Keg. Oh, das ist die letzte Folge für heute, die ich aufnehme. Also die letzte für mich jetzt, für heute, für euch jetzt morgen ganz normal weiter, keine Panik. Ich baue jetzt ein Keg. Und dann sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge, was reinkommt. So machen wir es jetzt. Was würde ich sagen? Ich würde noch mit Stahldraht. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau ist, was ich da mache. Wir werden es sehen, wie immer.
Das macht nichts, was da ins WC reinragt. Ja, ich muss gerade scheiße aus. Jo, das schwarze Schwein ist schon wieder trächtig. Das finde ich prächtig. Jeden Zentimeter ausnutzen. Dann die Länge wieder rauf. Und ich glaube, das sollte dann auch länger. Ich habe keine Ahnung, wie viel Auslauf die Tiere brauchen. Aber vorsichtshalber mal auf eine kleine Grösse. Würde so. So, irgendwie bis daher etwa. Ja, dann vorne. Dass wir dann hier hinten den Mitarbeitereingang machen. Also würde ich überlegen, die kann man ja hier, ich zeige mit dem Finger, die kann man ja hier, hingern, so. Dann muss ich dann hier abschließen. Ja, ich glaube, das ist okay. So. Kommt das so. Und jetzt müssen wir einfach noch schnell büchseln, weil ich das Gefühl habe, jetzt müssen wir hier ein bisschen arbeiten. Aber jetzt würde ich gerne, dass es bei allen von der Pfostenlänge bleibt konstant über Bodenebene. Kann ich jetzt das ganze Keg auswählen? Muss ich jetzt da wieder so rundum gehen? Ist ein bisschen mühsam gemacht oder ich bin einfach zu blöd und weiß auch nicht wie. Da wird es halt jetzt auch einen Mauer raufziehen wie ein Mohren. Nein! Nein! Das ist schon ein bisschen blöd, weil jetzt sollte ich das abwählen. Ah, es löscht mir einfach aus! Moment. Das hat man aber jetzt nicht hier. Mal klar jetzt mir. Spiel. Meine Warzenschweine sind frei. Jetzt bricht eine Panik aus, eine halbe Stunde später, wenn sie es merken. Oh Mann. Schau, sind meine Leute so blöd da drin. So, hier. Wo ist das Plus? Ja, so möchte ich gerne, aber mit Scheiben. Ja, das ist der richtige Weg. So weit, so gut. Jetzt sollte ich es nur noch außerhalb vom Keg haben. So, genau. Dann ist das wieder dicht, aber eben, der hure Zaun. Der Zaun. Ich probiere es nachher anders hoch zu machen. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Das heisst, ich werde jetzt alleine noch ein bisschen weiterbauen. Ups, jetzt sind wir zu weit. Alleine noch ein bisschen weiterbauen für mich und zeige euch nachher in der nächsten Folge, was ich so bastelt habe. Dann können wir da hinten den Teil auch dazu nehmen. Das spielt auch keine Rolle. Und da hinten komme ich sonst mit nichts mehr her. Das ist der vorgenommen. Ah, er ist noch geschafft.
Spotify-Playlist laufen irgendwie dazu. Fände ich auch noch chillig. So, das Cake ist soweit, glaube ich, fertig und ist riesengroß. Nicht so gross wie das von den Elefanten, glaube ich, aber annähernd. Und ich möchte jetzt das ganze Cake kann irgendwie mit Shift oder so, Control, hier wirklich so durch. Ja, wir werden es sehen, ob es reicht oder nicht, oder wie oder was. Und zwar in der nächsten Folge von Planet Zoo. Ich habe jetzt geschlafen. Ich muss morgen wieder früh auf. Ja, wir haben nämlich jetzt... Wir haben jetzt 44 am Morgen. Also das heisst 20 vor 5 Uhr. In ein paar Stunden muss ich schon wieder auf. Und dann geht es los ins Wallis auflegen. Wenn die Folge draussen ist, ist das schon lange durch. Da ist wahrscheinlich schon der Vlog online. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr den gerne mal abchecken. Auf jeden Fall muss ich liegen, weil morgen geht es schon am Nachmittag los, weil eben 3 Stunden ins Wallis runterkommt und dann irgendwie schon um 7 Uhr auflegen. Und pipapo, Sitzungen noch zwischen. Auf jeden Fall, merci vielmals fürs Einschalten. Es ist schön, seid ihr immer wieder dabei. Euer Support freut mich. Mir gefällt es, wenn ich euch ein bisschen unterhalten kann. Wenn es euch auch gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir etwas in die Kommentare, zum Beispiel eben Namen für Tiere, Ideen, was wir uns noch suchen sollen, was wir noch bauen können. Ob ihr noch andere Ideen für Spiele habt, wobei jetzt bleiben wir glaube ich einfach mal ein bisschen auf Zoo Planet, aber wird auf jeden Fall noch viel anderes kommen. GC Online kann man auch immer wieder Streams, entweder auf Twitch oder auf YouTube. Ich bin ein bisschen im Wechsel, immer noch nicht safe, was ich soll. Den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, habe ich die ganzen YouTuber-Sachen abgehackt? Ich glaube es. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Bis gleich, Timo G. Ciao.